Majora's Mask 3D, das Abenteuer als jungen Ding geht weiter, Freunde. Yo, willkommen zurück. Mann, wir sind ganz schnell unterwegs, das ist so voll geil. Ja, was haben wir eigentlich vor? Ach ja, es ist der letzte Tag, war eigentlich ja noch ziemlich viel, wobei, ja, ich sag's mal so, ich hatte noch so im Hinterkopf, man könnte ja eigentlich, wenn wir schon so cool drauf sind und so, eigentlich auch noch K5 Quest beenden, aber leider Gottes geht das nicht, weil ich brauche dazu mindestens noch den Fanghaken. Ich weiß, wo der ist, aber es wird niemals noch vorhandene Zeit, das zu machen. Sprich, wir müssen wohl K5 Quest noch einmal komplett machen. Ja, also das sowieso. Sprich eigentlich sogar zweimal komplett, weil wie gesagt, einmal halt sowieso ganz komplett und das andere Mal bis zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade auch sind, plus halt ich gerade unterwegs bin, nämlich zu K5 selbst, weil dort müssen wir jetzt eigentlich noch etwas bekommen und diesen Aspekt von, also ihm was bekommen war, ab 1 Uhr, genau. Am dritten Tag ab 1 Uhr, das müssen wir leider zweimal machen. Mal zu bekommen und was sonst noch so. Ich würde nachher gerne noch ganz kurz Romani Ranch, gerne mal zum Gucken, was ich am nächsten Tag noch so machen kann und dann aber zum Ozean. Und zwar für die nächste und eigentlich auch offiziell letzte Verwandlungsmaske. So, ja, ich weiß, Taya. E-Voice. Mann, sind wir schnell. Wir wollen Topspeed drauf. Ich hoffe, dass es mal geklappt, wenn nicht, dann schreien die Kissen. Ja, es hat geklappt, genau, weil er muss hier sein und das müssen wir das Ganze zweimal machen. Dann können wir K5 Quest soweit abschließen. Huch, der grün bemützte Junge. Haben wir Nachricht von K5. Also K5, ich kenne ihn schon, seit er noch ein Kind war. Ist wieder ein Kind, ja. Fuchsmaster viel, die er trug, aber meinen alten Freund sofort wiedererkannt. Das Geschenk, das noch ganz klein war. Ich hätte nie gedacht, dass er es noch immer hat. Ich weiß nicht genau wieso, aber ich glaube, ich sollte das geben. Ja, yeah, die Fuchsmaske! Geil, Mann, jetzt können wir endlich noch ein Herzteil holen. Es ist eigentlich nicht viel Sinn, aber auf jeden Fall soll es mal annehmen. Und dies zu bringen. Jo, Mann, die Eilpost am Mama. Genau, vor allem das ist wichtig. Kann man laden, nach. Dieser Kerl kommt öfter her, ist ein gieriger Dieb namens Sarkon. Genau, das war der im letzten Tageszyklus der ersten Nacht gestellt haben, weil der die Oma überfallen wollte. Und das wäre immer ein Fehler. Wenn wir nämlich das machen, ihn aufhalten, dann kommt er in der zweiten Nacht nicht mehr zum Kuriositätenhändler und dann haben wir leider K5 Quest verkackt. Ich glaube, er kommt aus Ikana, genau. Heißt, wir müssen jetzt eigentlich ihm nach Ikana, also ins Ikana Canyon, aber dazu brauchen wir eben das, was ich vorhin erwähnt habe, sprich einen Fanghaken und ich glaube sogar noch eine Maske, bin zwar nicht mehr ganz so sicher. Ich habe K5 Quest damals nur einmal gemacht, weil es sowieso schon ziemlich mühsam war. Ja, wie gesagt, ich glaube, doch eine Maske brauchen wir dazu noch. Gut. Jetzt haben wir noch eine Fuchsmaske plus den Eilpost am Mama. So, das ist eine tierische Maske, deswegen hier runter. Ach, diese Eilpost für Mama. Ich sag's mal so. Der Grund, wieso man K5 Quest anmachen muss, ist eben diese Eilpost. Weil man können sie direkt ihr zustellen. Das würde sogar ab jetzt gehen, dann würden wir eine neue Flasche bekommen. Oder aber wir geben sie ab 18 Uhr dem Postboten. Und dann kriegen wir von dem etwas Besonderes, weil er stellt dann den Brief an sie zu und dann... Da oben ist sogar schon. Okay, das ist schon bereits. Ich bin, wie gesagt, nicht mehr so sicher. Bleib stehen! Nein! Ah, wollte gerade quatschen. Das ist doch ein Arsch. So, komm. Arsch und ein Barsch. Was haben wir durcheinander? Ja gut, wie gesagt, ab 18 Uhr kann man am dritten Tag zu ihm gehen, Eilpost zu bringen und dann müsste es eigentlich klappen, dass er uns eine coole Maske gibt. Plus auch noch, war das Herz, also aber erst einmal... ich blicke das schon wieder. Oh mein Gott, der dreischwänzige Fuchs. Hihiho, hallo Junge, mich zu narren ist unmöglich, dein Bestreben ist vergebens. Wir Kietenfüchse erkennen uns im Glanz unserer schimmenden Schweife. Das könnte ein bisschen kacke werden, Freunde, weil er stellt uns Fragen, die, glaube ich, mitunter ziemlich fies sind. Wenn wir die alle beantworten, gibt es ein Herz. Wenn wir sie falsch machen, könnte es uns
Ich weiß nicht mehr, was eigentlich passiert. Ja, wir sehen es gleich. Aber du scheinst ein gutes Kind zu sein. Das möchte ich prüfen. Beantworte dies. Werde eine der 3 antworten. Ausgeschenkt wird. Chateau Romani. Beantworte dies. Wenn eine Antwort bis jetzt noch einfach. Chateau Romani ist beantwortet Grashüpfer. Beantworte dies. Um welche Uhrzeit geht Romani das Mädchen auf der Mensch zu Bett? Alter, ist fies. Schläft doch eigentlich gar nicht, vor allem wenn sie um... Der schläft gar nicht. Nein! Ich bin ein Kittenfuchs. So, eigentlich beantworten. Das ist falsch geantwortet. Bin ich aber ganz sicher, ob er kommt. Weil sonst würde ich... Sag mal, spinnst du, Alter? Ja, danke schön. Ich wollte gerade sagen, nehme ich aufhalten. Hallo? Ja. Hoffentlich geht's jetzt, was er da rein... Also, ich dachte im Original wird uns eine knallen. Aber gut, halt nicht. Gut, nochmal versuchen. Wenn ihr jetzt glaubt, ist natürlich schön. Wenn nicht, dann müssen wir halt nochmal... Noch einmal das Spiel neu starten. Ich habe keinen Bock, das in den nächsten Tageszyklus zu machen, ganz ehrlich. Aber wir haben jetzt die Maske, weil man theoretisch könnte ich es auch im nächsten machen. Mach ich einen Zeitplan noch? Nö, ist nix. Okay, Freunde, Restart, wa? Denn zum Glück haben wir gespeichert. Lalalala. Wollen wir ganz kurz meine Liste hier. Jetzt stimmt's wieder. Okay, wie gesagt, der Tag-Quest haben wir jetzt. Den Brief haben wir auch noch um 18 Uhr dann dahin. Okay. Was ist der letzte Tag? Vielleicht kriegen wir sogar noch was anderes hin. Sicher ein Lotterie am Abend, das machen wir sicher auch noch. Ob es noch dieser Part sag schon. Dass dieser Part natürlich noch wird. Das ist eine andere Frage, Mann. Aber eigentlich will ich mir an diesem Tag noch mindestens 2 Herzteile holen. Mindestens. Und da kommt er wieder, der Keaton. Hallo, mein kleiner Junge. Wer ist Anführer der Bomber? Oh, sind immer wieder neue. Jim ist es. Wirklich schlecht. Kochen? Oh, Glück gehabt. Jemand, Grashüpfer! Da wird's alle? Nein, verdammt sie mehr. Woher soll ich das wissen? Moment, auf der Scheune? Es gibt keine. Nein! Scheibenkleister, das ist ja voll hart. Ja, Freunde, der Part wird noch ein bisschen dauern. Ja, sorry, wenn sie das Ganze irgendwie rausschneiden, beziehungsweise irgendwie sagen, ja gut, machen wir das erst im nächsten Tageszyklus und so weiter und so fort wieder, aber nö, jetzt will ich noch ein bisschen versuchen. Wenn es nicht klappt, keine Sorge, ich beende es schon noch frühzeitig. Version 1.1, weil versuchen muss ich das irgendwie doch trotzdem noch, come on, ey, das ist nicht so schwierig. Ich stelle mir nur gerade ein bisschen an wie der letzte Mensch. Nee, nur der letzte Majora's Mask-Kenner. Die Musik, die ist wirklich geil. So, komm raus. Das ist eine gute Frage, wer kommt eigentlich nur pro Zyklus oder kommt er pro Tag? Wenn der nur pro Zyklus kommt, ist echt kacke. Was? Oh, verdammt! Gar nicht gesehen. Ruto, Quatsch, Lulu. Ruto ist ja also Queen of Time. Das ist Milch, die mir gleich ausgeschenkt wird. Chateau Romani! Das sind 4 Fragen, wa? Keine. Nein, aber schon! Oh! Das war genau die ich vorhin bereits falsch beantwortet habe, wa? Oh, das war eine perfekte Gelegenheit, mal alles ein bisschen zu merken. Ja, also ihr merkt schon, ist natürlich auch für jemanden, der das Spiel überhaupt nicht kennt oder ein total schlechtes Gedächtnis hat und so, zumindest Langzeitgedächtnis, das wäre natürlich kein Problem.
Hauptsache, man hat eine Kurzzeitgedächtnis oder man kann sich irgendwie notieren und so, von wegen, ja, okay, bei der Frage muss ich die Antwort wählen oder das ist falsch, das ist auch falsch. Halt frei nach dem Auswahlprinzip, aber, ja. Aber, ja, es ist natürlich was anderes, noch, zumindest in Bezug natürlich zum Original Majora's Mask, weil dort gab es natürlich nicht. Also sprich die Speicherpunkte hier so. Da kann man natürlich echt nur pro Zyklus speichern und das wird total beschissen, ey. Wobei natürlich auf dem Emulator das Ganze mit Snapshot und so machen könnte, also. Ja, dort schon ein bisschen cooler. So. Ja, bin ich gut. Wie viel Lenze zählt Tingle? Der kann das. Keine Ahnung, muss ich 25? Oh, come on, hey. Verdammt, hey, ich will das Herzteil haben. Ey, ganz ehrlich, ich mach sonst einen 60-Minuten-Part draus, mir scheißegal. Majora's Mask sowieso nicht so groß, deswegen. Also sprich, wenn ich da irgendwie 20-Minuten-Parts hochlade, komme ich, also bei 20 Minuten komme ich gerade mal weiter ein halbes Gigabyte. Das trotz 60 Frames, also null Problemo. Wie viel Lenzen waren das? 35? Weil billig war es garantiert nicht. Oh Mann. Das Problem ist halt echt Stadt rein, also sprich raus rein geht auch nicht. Wenn eine bestimmte Zeitabfolge hat, auch nicht, wenn er wieder auftaucht. Das ist echt so, als würde irgendwie nur pro Zyklus auftauchen. So, hallo Keaton, deine Fragen sind kacke. Das ist fast noch unfairer als das Go-Run-Rennen. Was gefeiert wird, Karneval der Zeit. Yo! Das Training sein, Bogen. Das sind keine Waffen, Gibt es einen Unruhestab? Moment. Pro Gebiet gibt es eins, wa? Natürlich in Zentral auch noch. Moment. Wir haben Nord, wir haben West, wir haben Ost, wir haben Süden, also 4. Was? Also doch 5. Ja gut, der einzige Vorteil ist, dass die Zeit, die geht natürlich nicht vorbei. Also spielt natürlich die Ingame-Zeit, die Part-Zeit natürlich schon. Oh man, ist ja dämlicher Fuchs, ey, Keaton. Das gibt's nicht. Nun gut, nee, ich habe jetzt eigentlich doch keinen Bock mehr groß drauf, das so auszureizen. Doch wenn die Information noch wichtig, also vor allem für mich wichtig zu wissen. Der Typ einfach täglich schon halt pro Zyklus. Okay, Freunde, was machen wir es noch einmal. Wenn es wieder nicht klappt, dann machen wir es im nächsten Zyklus dann. Und wenn es dort auch wieder nicht klappt zunächst, dann werden wir das Ganze ein bisschen schneiden. Bis es endlich mal klappt, ey. Ja, gut. Wer ist ein für der Bombo? Jim. Ein Turm. Okay, Freunde, wir sind bereits raus. 4. Nein! Wir haben Glück! Gehört Mikau der Zoras. Wir kennen es noch gar nicht, aber ist egal. Ja, die Badehose und Tingle, dem Kannabzeicher. Rot. Urstadt. Dotur, Babu. Dotur. Und diesen Preis entgegen. Ey, wieso immer dann ich das Gefühl habe, okay, wenn es jetzt nicht klappt, dann Konsequenz ziehen. Natürlich immer dann klappt's. Das war geil, Mann. Naja, das war ein bisschen unnötig, aber egal. Tschüss. So, das ist der einzige Zweck der Maske. Cool, war. Okay, Freunde, hätten wir das alles auch gemacht. Endlich mal. Würde ich doch echt mal sagen, wir gehen weiter des Textes. Und zwar, da noch ganz kurz Milchstraße. Aber eigentlich will ich ja dort alle Quests im nächsten Zyklus machen. Ich überlege gerade, klappt das überhaupt? Wir haben Fall und Bogen, doch mehr braucht es gar nicht. Jo, klappt, okay. Wir gehen also zum Ozean für die letzte Wandlungsmaske.
Ach du Scheibenkleister, Eponas Lied. Ja, natürlich weiß ich im Original noch, aber das waren andere Tasten. Ja, versuch's mal frei heraus, wa? Nee. Mhm. 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 Nee, auch nicht, egal. Ich kann's nicht mehr. Wo haben wir Eponas Lied? Hallo? Ah, hier. Ja, natürlich. Mann, so etwas Einfaches. Menno. AXY. Ich finde es sowieso schräg, dass Link in diesem Spiel. Ich meine, er kann auf Epona reiten, er kann eigentlich ziemlich viel, also sprich sogar Pfeil und Bogen benutzen. Was im Original ja nicht konnte. Also im Original sprich Ocarina of Time ging ja nur als Erwachsener. Ja, schneller geht, juhu! Okay, wollen wir mal gucken. Südlich war ja, genau, das war dort. Zum Wald. Was ist eigentlich hier los? Ist eine Truhe da oben. Ah, genau, brauchen wir noch eine Wundererbse. Könnte ich zwar ah, verdammt. Und ich merke für später. Mann, Epona, was treibst du da? Da geht's um Ikana, kennen ihn also auch später. Wir haben keine Möhren mehr. Was ist das gerade? Und im Norden ist ja Pikibania. Tschüss, Mann. Einfach tschüss, Mann. Ich sage tschüss, Mann. Jetzt müssen wir unbedingt springen, Freunde. Wir wollen ja zum Ozean. Hui. Dann vor allem hier noch im nächsten Zyklus dann noch einiges erleben. Schädelküste. Oh ja, Freunde, die Schädelküste wird jetzt noch viel zu entdecken geben. Ich komme mit Epona durch, okay. Stehe noch. Das wäre elegant, Epona. Wo ist eigentlich. Ja, mein Pferd habe ich hier noch eine Speicher. Ne, nur eine Federstatue. Ich überlege. Das war doch das Spinnenhaus im Sumpf, wa? Man sieht zwar kaum richtig. Hä, was überhaupt? Ja, also Spinnenhaus im Sumpf, Quatsch, Spinnenhaus im Meer. Bringt aber nichts ohne Fanghaken. Das wäre ein bisschen, naja, sinnlos vor allem. Fischerhüte, hier werden seltene Fische. Okay, da gibt es natürlich auch. Schön. Machen wir später noch alles, weil wir ein bisschen mehr Zeit dafür nehmen. Jetzt, das Gebiet irgendwie anders in Erinnerung. Irgendwie aber das Gebiet. Vor allem kann ich mich irgendwie noch an das ganz Verrücktes erinnern. Und zwar an eine, richtige Eulenstatue. Taya, was ist los? Taya? Ja, was ist denn da Wasser? Sieh doch, da draußen ist eine Bucht. Die Möwen, wie sie kreisen. Dazu kommen wir gleich. Mal gucken, haben wir hier? Das ist so ein Wasserfall, eine Schönheit des Meeres. Okay, cool. Tja, Freunde, ein weiteres Mal müssen wir einer Tragödie ins Auge blicken. Und zwar der des Todes. Gefahr betreten verboten, schöner Grund von Wasser verboten. Ja, man muss aber trotzdem, weil... Die Möwen! Was ist denn dort? Ich sehe gar nichts. Hat mich Taya verarscht. Ist da jemand? Bitte, hilf mir. Ans Ufer. Oh mein Gott, was ist mit ihm los? Link, gib mir ihm eine Aktion.
ist noch cool. Also im Original war es so, dass halt Link echt nur so vor sich hingeschwommen ist, oder so halt, ja, halt seine normaler Schwimmstil und dann trotzdem den Typen so vor sich hingetragen. Und hier greift ihm echt an den Arsch und schiebt ihn vor sich hin. Am Arsch. Ja, schwer Link, wa? Da müssen wir uns ein bisschen beeilen, es ist bald wieder 6 Uhr abends, dann müsst ihr doch langsam mal zum Postboten, obwohl ich glaube, ich habe ziemlich viel Zeit dann. Zur Lotterie auch noch. Aber das näher in der nächsten Folge. Kumpel, alles klar? Ja, es geht schon. Ich habe noch was zu erledigen. Es ist wichtig. Oh mein Gott. Typi, du sollst dich nicht so... Hallo? Ich bin Mikau, vom Volk der Sucher. Du kennst doch bereits, was Kitos Fragen so beantwortet. Die Dresden ein Sucherbett. Übrigens, woher kennst du meinen Namen überhaupt? Ist scheißegal. Ich glaube, das sind meine letzten Worte. Willst du mir zuhören? Keinesfalls. So fies, ey. Ich höre. Natürlich kann er plötzlich aufstehen. Hä? Willst du die Gitarre spielen? 1, 2, 3, mir geht's in der Supi. Oh Baby, hör mir zu, bald beginnt der Karneval. Alle warten auf unseren Auftritt. Oh Baby, und dann hat unsere Sängerin plötzlich diese merkwürdigen Eier gelegt und hat auch noch ihre Stimme verloren. Zu was legen Eier? Dazu werden Säugetiere. Wuhu, in der Schädelbuch gehen eigenartige Dinge vor. Eigenartige Dinge. Yeah, man. Baby, hör mir zu, ich will nicht battlen. Gerudo-Piraten, sie haben die Eier gestohlen. Ich ließ Capsora hinter mir, um die Gerudo-Piraten aufzuhalten, und dann haben sie mich aufgehalten. Oh Baby, muss ich nun so sterben, so ist, will ich keinen Frieden, keinen Frieden. Bitte jemand muss die Eier retten, bevor die Piraten sie finden. Oh bitte, will denn niemand meine Seele befreien. Das war alles. Ich danke dir. Damals hatte ich mir nur... What the fuck? Aber egal. Wir kennen das Lied ja. Lied der Befreiung. Du bist befreit. Für immer. Nie wieder sollst du Schmerzen erleiden. Was? Was tut er mir nur bloß an? Ich will doch gar nicht. Es geht mir doch gut. Nein, Kumpel. Dir geht's nicht mehr gut. Aber bald wieder. Versprochen. Wir erlösen dich vom Diesseits. Und auch von allen Bindungen. Möge deine Seele den verdienten Frieden finden. Amen. Und zurück bleibt einzig sein Vermächtnis. Das Vermächtnis des tapferen Mikau! Und damit unsere letzte Verwandlungsmaske. Die Geisellegendären Gitarristen werden sich in dieser Maske manifestieren, auf einen silbernen Körper eines Tyros oder Lippen, statt sie haben nicht wieder zurückverwandeln. Schreib diesen Abschiedslied auf meinen Grabstein. Bitte auf diesem Mädchen. Oh Baby, 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 Baby! Diese Mädchen. Welches Mädchen meint er wohl? Tapferer Mikau. Held der Soras, mögest du deinen Frieden finden. Hoffentlich. Die haben wir natürlich auch, und zwar mit dieser geilen Maske hier. Die letzte Verwandlungsmaske, also natürlich die hier, das ist sowieso die letzte Maske von dem her. Ladies and Gentlemen, ich präsentiere die Power eines Soras. Sora Link in Action. Yo, man, mit diesem Charakter wird im nächsten Part ein bisschen abgehen. Vor allem natürlich im nächsten Zyklus, weil es gibt viel zu tun mit ihm. Natürlich auch im nächsten Tempel und so. Und, ja, bis dahin sage ich wieder mal. Danke fürs Zusehen und...
Yo Mann, Roundhouse Kickstyle. Ciao zusammen.